jetzt das zweite Halbfinale. Das erreicht haben die Mannschaft von Holzmeier auf Boot 5, die Mannschaft mit Jack Lessinghaus als Steuerball auf Boot 2, Thorsten Dürner und sein Team auf Boot 1. Das Team Bravo mit Holger Dinter sitzt auf Boot 6. Team Romeo mit Ulf Kuhlemann auf Boot 4 und das Team 30 Sekunden bis zum Start. Mit Dietrich Schmidt auf dem Boot Nummer 3. Das also die zweite Halbfinalbegegnung. Noch einmal zum Prozedere. Die besten beiden Mannschaften erhalten direkt das Finale. Die Mannschaften 3 bis 5 kommen in den sogenannten Runners Up. Das wäre die nächste Wettbewerb, aus der dann für 6 Boote noch einmal 2 Plätze fürs Finale vorgesehen sind. Also, wir haben bereits aus dem ersten Halbfinale bis zum Start der Wettfahrt. Wir haben bereits 2 Mannschaften, die das Finale erreicht haben. Das ist die Mannschaft von Christoph Zander und die Mannschaft von Manfred Brendel, den Vorjahressieger. Wir suchen jetzt mal bis zum Start. Die 15 an. 10, 9, 8. Das kann ich leider nicht mehr sehen. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Start. So, die 2 ist nur weggekommen. Die 2, das ist das Boot mit dem Lessinghaus. Und auch die 5 ist gut dabei, die 6 mit gleicher Geschwindigkeit. Die 5 Rolf Meier und seine Crew. Und die 6, das ist das Boot von der Bravo, Holger Dinter. Großes Halbfinale von Essen, das kann man gewinnen. Der Sieger von Essen wird die Fahrtverteidiger vertreten beim großen Deutschlandfinale Anfang Oktober im Welthafen von Frankfurt, direkt von Hamburg, direkt vor dem Cruise Terminal, dem großen Kreuzfahrtschiff Seeberg 2 oder nach der Rechtsanwalt gesegelt, um den deutschen Meister in der WC-Cup der Weltfinale. Geblieben. Das heißt, nach einmaligen Verbot der Lufttonne geht es nach vorne aus dem Ziel. Das wird gehen müssen. Und dann Ziel viel Spaß. So, das erste Boot ist zum ersten Mal an der Lufttonne angekommen. Das ist die Nummer 2. Und das ist Dirk Lessinghaus. Der hat den besten Start. Und auch hier sieht man wieder, wie wichtig es ist, den Start so gut wie möglich zu machen und dann nachher bei freiem Wind so zu segeln, dass man vorne kommt. Da kommt der Kennerker. Wenn Sie den Automaten schon sehen, können Sie nur ahnen, scheint weiß und blau zu sein. Die 5 als zweite, das ist das Boot von Rolf Meier. Das heißt, wenn jetzt die Ziellinie wäre, dann hätten die Boote 2 und 5 das Finale erreicht. Essen ist eine von insgesamt 17 Stationen, in dem der BMW Citycup in diesem Jahr Station macht. Das ist das 7. Jahr, dass es diesen Cup gibt. Zunächst ganz zögerlich angefangen und jetzt hat sich das Ganze gemausert zur größten Amateursegelveranstaltung der Welt mit 6 Booten, sondern das, was wir über 17 Stationen hier in Deutschland machen, das gibt es natürlich inzwischen in vielen Ländern. Allein in Deutschland machen jedes Jahr etwa 1500 Seglerinnen und Segler mit. Was schätzen Sie, wie groß sind die? Genau, 68 Quadratmeter. Sieht man so gar nicht, ne? Ein Kennerke ist ein Segel, das asymmetrisch geschnitten ist, das heißt, alle 3 Seiten sind unterschiedlich lang. Beim Spinnaker sind die linke und rechte Seite gleich lang, nur das unterliegt, die untere Kante ist kürzer. Da haben wir gerade den Ausfallfall gesehen, das Boot 2 musste hinten rumgehen, weil er den Wind von links hat. Vorfahrt immer ran, das Boot, was den Wind von rechts hat. Also nicht rechts.
vor links wie im Autoverkehr, sondern Wind von rechts vor Wind vor links. Man geht auf der zweiten Kreuzstrecke gegen den Wind. So, das Boot, das uns hier gerade passiert hat, das ist ein klassisches Volkeboot. Seit über 60 Jahren gibt es diesen Mist. Das hat ein F im Segel, kommt ursprünglich aus Schweden und hat diese etwas dachziegelartig überlassene Außenhaut, also nicht ganz glatt, sondern die einzelnen Flanken sind zu sehen. Ein sehr sicheres Boot, das auch heute noch mit Holzmast gesegelt wird, ohne Spinnaker. Ein seetüchtiges Boot, das im Bereich der westlichen Ostsee viele Anhänger hat und eben auch hier eine große Flotte auf den Waldener liegt. Hier 1:3, wobei die 3 im Augenblick nicht mehr dabei ist. Die wäre als letztes aufgeschrieben. Hier kommt von rechts von Aloha ein Pirat an, ebenfalls 60, 70 Jahre alt, in der Liste aus Berlin mal entwickelt wurde. Wenn ich den Namen Billy Kuhweide noch was sagen sollte, das war der Goldmedaillengewinner 1964 in Findingi. Der hat im Alter von 15 Jahren, als die Piratenfelder bei der Kieler Woche noch über 100 Boote stark waren, diese Klasse dort gewonnen. Das war eigentlich sein erster international beobachteter großer Erfolg. Nirgendwo in Deutschland kommt man dichter an die Boote heran als hier am Waldener See. Jede Bewegung, jedes Kommando kann man mitbekommen. Wenn es immer heißt, Segel zum Anfassen, dann ist es sehr viel besser als am Waldener See. Das große Finale von Essen erreicht haben. Das heute Nachmittag kurz vor der großen Liege gesegelt wird. Liege um etwa hier bei der Base, wenn Sie dabei sein wollen. Sehr gerne, etwa 16 Uhr Siegerehrung. Aber du hast ja auch. Jetzt eine Wende von Boot 4, der Wind kommt im Augenblick noch von links. Jetzt wird man gegen den Wind, dann werden die Segel nicht mehr getroffen und dann kommt der Wind von rechts. Also eine Wende ist eine Kursänderung um etwa 90 Grad und hinterher kommt der Wind von der neuen Seite, gerade von rechts von Steuern. Vorzuheißen in einer Zeit von 12,98. Das ist nicht nur gut, das ist sehr gut, wenn eine Frau dies überhaupt zu 100% geschafft hat, hat man ihr heute noch nicht. Ich schreibe das auf und dann schauen wir mal. Rennt doch mal alles vorbei.
dieses Rennen ist gelaufen, auch wenn noch eine ganze Runde fehlt. Bis zum Zieldurchgang, denn die Flugtonne, an der Quote der Nummer 1 ist, muss ja dreimal umrundet werden. Das ist die zweite Runde. Just an ordinary day. And it's all because I heard you say. Ja, es versuchen sich einige Damen und Herren hier bei uns auf der Base an der Kaffeemühle, ein sogenannter Grinder, die ja auch den ehemaligen America's Cup zu gewinnen war. Hier kommt die Nummer 6 auf den Vormitkurs. Schicken sich an, vielleicht doch noch Zweiter zu werden, damit Sprung in das große Finale von beim BMWs Cup 2012 direkt zu schaffen. Denn nur die ersten beiden auf dieser Wettfahrt kommen direkt ins Finale. Die Plätze 2 bis 5 müssen sie einen Hoffnungslauf dann mit Sollten Sie die Frage im Kopf haben, ob man hier mal mitsegeln kann, selbstverständlich können Sie mitsegeln. Wenn Sie sich einfach an unsere Probefahrtenbox von uns aus hier 20 Meter Richtung Regattahaus melden Sie sich dort an und dann werden Sie mit einem professionellen Skipper mal hier eine halbe Stunde über den Baldener See segeln können. An gleicher Stelle können Sie sich auch ein BMW einfach mal mieten, um mal zu fühlen, wie fühlt sich das an, wenn man ein solches Auto hat. Es ist wirklich die Freude am Fahren. Herzlich gerne melden an der Probefahrt. Ja, bei BMWs. Für euch bei super Wetter. In Kiel würde man von Kaiserwetter reden. Keine Plätze mehr für die Probesaison. Schade. So, 2 und 5 brauchen nur noch einmal zu Luft von uns zurück, dann sind sie im Ziel. Und es sieht fast so aus, als wollte hier nichts mehr anrennen, als sollten die unsere beiden Boote 3 und 4 im großen Finale von Essen sein. Das Finale wird heute noch gesegelt und dann danach direkt im Anschluss etwa gegen 16 Uhr die große Siegerehrung. Und dann werden wir wissen, wer die Farben vom Baldener See vertreten wird beim großen Deutschlandfinale vom 5. bis zum 7. Oktober in Hamburg. Der schönste Ausgeschiedene. Diese Wettfahrt den Runners-Up, Boot 2 für das Team Charlie, Boot 6 für das Team Echo, Boot 4 für das Team Kilo. Die 3 weiteren Mannschaften werden über diesen Lauf, der jetzt noch läuft, ermittelt und kommen dann dazu. Und wer jeweils auf dem Folgeboot schon mal übernachtet hat, weiß, wie schön das Luxus dann zwischen